König ist gleich Inhaber der höchsten monarchischen Würde. So kann man in einem Wörterbuch nachlesen. Wer ist mein König? Wer hat für mich die höchste Würde von allen Menschen? Wem vertraue ich? Wem gehorche ich aufs Wort? Wem folge ich nach? Der große Zug nach Jerusalem. Es ist der Beginn einer Woche, die es in sich hat. Ich denke über den König nach und merke, dass es mir derzeit eher schwerfällt, den Obrigen unseres Landes zu vertrauen, auch wenn es eine königliche Monarchie in Deutschland nicht gibt. Was macht einen guten König aus? Was sind die Merkmale eines Herrschers, dem die Menschen gerne glauben und dem folgen, was er vorgibt? Er zeigt durch sein Tun den Menschen, dass er das Gute für die Einzelnen und das Ganze möchte. Er nimmt die Sorgen und Nöte seiner Mitmenschen ernst und tut alles in seiner Macht Stehende, um Zufriedenheit, Gesundheit an Leib und Seele und Glück für sie zu schaffen. Jesus war ein anderer König im Vergleich zu den weltlichen Herrschern seiner Zeit. Der große Zug nach Jerusalem, der Beginn einer Woche, in der Jesus alles auf eine Karte setzt, um das zur Erfüllung zu bringen, wofür er auf die Welt gekommen ist. Der Weg, den er geht, ist der Weg mit dem Kreuz. Den Weg, den er geht, führt durch das Kreuz der Auferstehung. Mit dem Weg, den er geht, erfüllt sich die Verheißung auf die Erlösung durch den Messias. Jesus, ein besonderer König, der Inhaber der höchsten Würde, einer Würde, die uns durch unsere Taufe geschenkt ist. Ich wünsche uns allen, dass die Hoffnung, die dieser König Jesus uns schenkt, uns durch diese Zeit trägt. Hosanna im Sohn Davids. Gepriesen, der kommt im Namen des Herrn, der König von Israel, Hosanna in der Höhe.